ich hatte gedacht, wir wären an der Diskussion über eine griechische Joghurtfabrik mit. Von Angelo heieren, dass die Gring praktisch eine Oppositionsreale gegen den Projekt, den der blaue Minister vorstellt und dann aber nur nach dafür stimmt. Und das ist echt eine Logik, die kann überraschen. Dann der Chef du Parti Vert, Ökologique. Und gleichzeitig ging es dem Herrn Minister, vielleicht wollte der Wege wie dem Herrn Büttel zu sagen, müsst für Disziplin aus einer Koalition sorgen, weil bis der 14. Oktober sind es nach ein paar Monaten. Davon auf gesehen sind die Remarken, die der geringe Kollege, der Adam hier gemacht hat, absolut justifiiert. Ich meine, das kann man sich wirklich freuen, ob das eine Double, Triple, Quadruple oder Quintuple oder wie das auch immer heißt, Emploi möchte. Wie net gemerk huet, was sind Missionen da? Was sind Missionen von dem neue bürokratischen Organ, wat du soll geschäft geht? Rapporte schreiben, der hummer viel. Rapport regard extern ob se Schulsystem. All Patron, den soll engagieren, den möchte ich den regard extern, all Korrektor vom Staatsexamen, den möchte ich den Rapport, den der hat von der Welt wisse, wer an de Schulen haut nach geleiert geht. Dat als eigentlich der regard extern, dem wir hun, wir wissen, dat vieles falsch ist mit Politik muss auf Dose wieder abzugreifen, aber wie sich können eierlich an objektiv hinzusetzen, weil den Debat serein, den können wir hier auch feiern. Und wenn ihr seht, Politik, die soll sich Schulpolitik kümmern, dann ist eine Kritik nicht der Spielball von der Politik, gerade so wie die Spidolspolitik oder all andere Bereiche, das Aufgabe als Parlament, den Debat serein und objektiv zu feiern, dafür sind wir da, wie auch andere Akteure in der Gesellschaft, aber wir brauchen nicht noch einen zusätzlichen Observatoire für uns das zu ermöglichen. Da soll den Observatoire, der soll Domain prioritär an der Politik edukativ proposieren, aber wie wird man dann den Minister? Also da nicht einem Schulminister sagen, erbecht, wie zu sagen, das ist meine Priorität, und dann mit der Priorität hier im Parlament zu kommen und dafür Riech zu steuern. Wir brauchen das nicht zu delegieren, der Minister soll seine Verantwortung holen. Das ist eine überflüssige Institution, die wir hier haben, und das eben ein Grund, wie wird man da gehen sehen. Wir auch überhaupt Notionen von der Qualität scolaire, wenn ihr da guckt, wie die überhaupt definiert wird. Das alles am Gesetz steht da noch, oder am Exposé des Motifs, la qualité scolaire s'exprime surtout, dat Schuldig soll den Evolution des besoins de la Société passen. Aber das ist nicht allein den Objekt von der Schule. Die Schule ist auch hauptsächlich mal da, wie dem Einzelnen kann, dem einzelnen Jungen eine Möglichkeit zu geben, wie sich selber mal zu entfalten, wie sich zu bilden, wie auch an der Kontradiktion mit dem, was noch lebt in der Gesellschaft, eins zu gehen und sich dummer dazu formen. Mit dem rein utilitaristischen Aussatz. Ein Engel könnte dahinter, wie von der LSAP, sieht ja so viele Ausländer an der Schule. Was ist dann die Konklusion, die ihn zieht? Was ist dann Bildungsideal, wenn einer Lützeburger Schule soll meist nicht mehr Donno richten, oder nur andere Sachen, die hier genannt sind, wie Kompetenzen oder andere Sachen. Ein Bildungsideal. Da muss man mal dran schaffen, wie wir haben zu wissen, auf Platz dauernd von Bildung zu schwätzen. Was versteht ihr dann darin? Was versteht das Koalition in der Bildung? Wie geseit die Entwicklung vom jungen Mensch an dem Schulsystem, den wir mal Blick nach haben? Das ist auch komisch, dass eine demokratische Partei erinnert an über all die Jahren, wo sie dort Verantwortung an der Unterrichtspolitik hat, und sich das Prolongement von dem sozialistischen Aussatz möchte für drin. Eine Planwirtschaft, ein Plan hier, ein Plan da, ein Plan de Développement scolaire für die Qualität zu assurieren. Das ist immer nicht mehr da, der Plan de Développement scolaire. Für was muss alles geplant gehen? Für was muss alles bürokratisiert gehen? Für was muss alles, was die Schulen dann an ihrer soi-disant Autonomie planen, auch nach von einem Skript kontrolliert gehen? Also das nicht eine Pseudo-Autonomie. Wie weit will da gehen? Das ist alles Huel, und sich, was da so genauso wie Huel, als da so die neue Institution als neutre et indépendant. Ja, sie überhaupt nicht neutre et indépendant. Den Domain prioritär, an dem sie soll schaffen, wird vom Minister festgelöst. Nomination von den Membern wird von der Regierung vorgeholt. Am Gesetz steht, den Observatoire steht zur Autorität du Ministre. Wo kommen Beamten hier oder die Membres von der Kommission, zum Teil aus dem Enseignement und aus der Administration Générale, die stehen aber per se den Pouvoir Exekutiv, wenn sie selektioniert gehen, ist das doch kein neutraler Prozess. Der Präsident von dem Gremium, der wird zwar proposiert von Membres vom Gremium, mir wird vom Minister ernannt. Als das Definition von neutral und unabhängig. Wenn da die so Kriterien gegen der Justiz oder an andere Bereiche von der Gesellschaft applizieren, die da ist heute proposiert, da ging es mal Reaktionen her. Das ist keine Neutralität
kein Unabhängigkeit von diesem Gremium garantiert, egal wie engen richtige Standarde. Und dann hat natürlich auch eine Quoteregelung dran. DP, Herr Lamberti Mensch hat vergessen, als die zu nennen, wahrscheinlich, weil DP in dieser Legislaturperiode nach Geldquote wäre, an dieser Legislaturperiode auch 4 Quoten, das auch das ist eine interessante Entwicklung. Aber wir wollen immer Geldquoten, und wir bleiben Geldquoten. Und noch das als Grund, wir werden bei das Gesetz nicht mitstimmen, das ist überflüssig und bringt also Schulen gut nicht.